Die Ausgangslage bei Arrival ist die, dass 12 UFOs in dem Sinn auf der Erde gelandet sind, überall so ein bisschen verteilt, ohne konkretes Muster. Und die stehen einfach dort. Die sind dort, machen irgendwie so nichts. Dann wird in den USA eine Linguistin aufgeboten, Louise Banks. Und sie soll Kontakt aufnehmen mit diesen Aliens und irgendwie können lernen, mit denen kommunizieren. Und was dann tatsächlich so weit ist, findet sie ein paar Sachen raus und gleichzeitig geht aber auf der ganzen Welt noch Unterschiedliches ab und verschiedene Regierungen handeln unterschiedlich in Bezug auf die Aliens und durch das entsteht nachher eine extrem spannende Geschichte. Was soll ich sagen? Der Monsieur Villeneuve hat es schon wieder geschafft. Er hat nach Sicario, Incendie, Prisoners und Enemy wieder einen grossartigen Film gemacht. Ich bin, glaube in den letzten Jahren oder sicher dieses Jahr noch nie derart an die Leinwand fixiert gewesen wie bei Arrival. Es ist für mich extrem schwierig, über Arrival zu schwätzen, ohne zu viel oder überhaupt etwas zu verraten. Aber ich versuche so vage wie möglich zu bleiben. Was ich schon mal sagen kann, ist, dass wie in jedem Film von Denis Villeneuve die Schauspieler wirklich absolut grossartig sind. Der Forest Whitaker ist dabei, er ist wirklich gut, er hat eine sehr wichtige, aber nicht die allergrößte Rolle und er ist super in der als der Armeegeneral. Der Jeremy Renner ist gut, was mich erstaunt, weil ich den Jeremy Renner eigentlich nicht so mag in dem Sinne. Er ist immer so ein bisschen ernst und ja, er passt mir einfach nicht, aber da bei Arrival ist er wirklich extrem gut. Er hat die perfekte Screen-Time, also er ist wirklich dann auf der Leinwand, wenn er sein muss. Er ist nicht zu viel und nicht zu wenig dort und er hat auch eine sehr essentielle Rolle, aber mit Abstand die beste im ganzen Film ist Amy Adams, wo die Linguistin Louise Banks spielt. Sie ist absolut grossartig. Sie gibt alles in dieser Rolle und das zahlt sich wirklich aus. Sie als die Hauptfigur trägt uns so ein bisschen durch den Film durch und das gelingt ihr dann einfach wirklich super. Und auch der technische Aspekt ist super. Die sehr spärlich eingesetzten Special Effects sind super. Dann der Soundtrack ist wirklich gut und Sounddesign ist super. Und die Bilder sind auch wunderschön zum Anschauen und das auch ohne Denis Villeneuve seinen Lieblingskameramann, der Roger Deakins. Da gibt es wirklich überhaupt nichts zu motzen. Ganz klar, aber das Beste am ganzen Film ist die Geschichte. Wow, was für eine Geschichte, was für ein Drehbuch und was für eine Regie. Ich bin einfach platt. Der Film fängt ja schon an mit einem Schlag direkt in den Magen und findest so, damn, wirklich, muss das so anfangen? Aber es ist der perfekte Einstieg für die folgenden 2 Stunden. Wie sich die Geschichte aber nach dieser Einführung dann entfaltet, ist schlicht fantastisch. Es ist wirklich so gut. Es ist super aufgebaut und es ist super eingeführt und alles und wird super umgesetzt nachher. Und was mir sehr wichtig ist, es wird gut aufgelöst. Viele Autoren, habe ich das Gefühl, und viele Filme scheitern so ein bisschen am Ende und an der Erklärung für das Ganze, nicht aber Arrival. Der Film führt dich konstant an der Nase herum, aber er wirkt nie konstruiert. Das ist echt verrückt und am Schluss ist er in sich stimmig. Er funktioniert. Das ist unglaublich. Ich weiss nicht, ob ich alles wirklich so verstanden habe. Ich habe noch ein paar Fragen. Ich werde den Film nochmal sehen, aber er funktioniert alles in allem. Negatives, keine Ahnung, das ist echt schwierig. Aber was man so sagen kann, ist, dass er vielleicht logischerweise nicht für alle Leute geeignet ist, weil es ist ein eher langsamer Film. Er verzichtet quasi komplett auf jegliche Action und er ist langsam. Eben, er nimmt sich Zeit, um die Figuren und die ganze Handlung aufzusetzen. Und durch das, dass er nicht ständig von irgendwelchen Action-Szenen unterbrochen wird, kann er sich auch konzentrieren auf das. Und meiner Meinung nach ist das extrem gelungen. Und ich hätte dem Film nochmal eine Stunde zuschauen können. Das passiert bei mir selten. Und ich habe den echt mega interessant gefunden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Leute mit dem ein bisschen Mühe haben, dass es so langsam für sie geht. Und ein negativer Aspekt habe ich doch noch. Und zwar ist es gibt ein paar, so 2, 3, 4 so Exposé-Szenen, so, wo schnell mal dem Zuschauer erklärt wird, was jetzt läuft. Ich finde, das ist so vom Drehbuch her einmal ein bisschen billig, aber ich frage mich, wie man komplexe linguistische Abläufe in einem Film darstellen, anstatt dass es die Figur einfach an einer anderen Figur erklärt und mir so dort hocken und findet, jetzt komme ich auch draus.
Arrival ist einfach fantastisch, meiner Meinung nach. Es ist der cleverste oder einer der cleversten und einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten paar Jahre, sage ich jetzt einfach einmal. Kein Frame ist verschwendet, jede Sekunde hat seine Bedeutung in dem ganzen Film. Die Schauspieler sind super, der technische Aspekt verhebt und die Geschichte ist einfach grossartig. So ein bisschen das gemächliche Tempo, sage ich jetzt mal, und die paar Exposé-Szenen, finde ich, könnten gewisse Leute ein bisschen stören. Ich verzeihe das locker, weil meiner Meinung nach ist Arrival einer der besten Filme von diesem Jahr. Arrival ist, wie gesagt, locker einer der besten Filme, sicher einer meiner Lieblingsfilme von diesem Jahr. Ich werde ihn nochmal sehen. Ich glaube nicht, dass ich all meine Fragen beim ersten Mal schauen beantwortet bekommen habe. Aber der Denis Villeneuve hat es einfach schon wieder geschafft. Er hat schon wieder einen grossartigen Film gemacht, meiner Meinung nach. Er hat noch keinen schlechten Film gemacht und ich hoffe, das wird auch so bleiben. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.